Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Es ist soweit. Just gerade, wo ich mich hingesetzt habe nach der Malochne, festgestellt, dass endlich der erste Teil von dieser Gaudi hier grün geschalten wurde. Dementsprechend darf ich euch nochmal den guten Bewährungsversager präsentieren. Ja, Metal. Hi, wie geht's? Gut, sehr gut. Einwandfrei. Feierabend, morgen ist Freitag. Ja, Video ist endlich grün. Das hat jetzt 5 Tage gedauert, gleich 5 oder 6 Tage hat es gedauert. Ich glaube, wir haben es am Samstag aufgenommen, ne? Dann, ja. Ich glaube ja. Also bei mir war der Rekord bei 10 Tagen, bis es mal grün geworden ist. Wild. Ja, aber es ging auch schon mal nach 2 Stunden. Was Also, ich nicht ganz verstanden habe, weil das Video über 2 Stunden ging. Das hat sich keiner ganz angeguckt. wir haben die ersten 19 Minuten von den 4 Stunden und 16 im letzten Video behandelt. Wir haben bei einem Absatz aufgehört. Er hat vorher jetzt erstmal über alles Mögliche geschwallt. Er verliert ja eh immer ein bisschen den Fokus und erzählt nicht über das, was er eigentlich sagen wollte. Aber wir gehen jetzt weiter mit wichtig für uns und ein positives Leben. Ja. Okay. Ich drück einfach Let's mal, oder? drücken Sie. Ja. Wichtig für uns und ein positives Leben: Ernährung. Ausgewogen und gesund. Egal ob mit oder ohne Fleisch. 2. Im Liebesleben. Bezogen auf emotional. Monogam, Polyamory, offen für alles Drittes. Im Sex. Polyamorie, Alter. Nee. Die Polyamory, oder? Genau. Was? Das Wort hat er doch auch nur irgendwo aufgeschnappt, weil das sagt er auch noch nicht lang. Das hat er damals bei seinem Lustlord und so noch nicht gekannt. Nee, da kannte er das noch nicht. Aber seit also das mit dem Polyamorie-Gedöns, war auf jeden Fall bei den Indigo-Bärchen-Leaks, war damit schon unterwegs. Mhm. Und ich finde es halt immer cool, weil die KI liest das immer Englisch vor. Ne? Polyamory. Das ist, Ja. das, Ja, es ist auch immer schwierig, weil er nach Zahlen ein Komma macht. Mhm. Deswegen sagt das Ding 3 und nicht drittens. Ja klar, weil die KI ist eine künstliche Intelligenz. Die macht das schlau. Ja, oder wie Reini sagen würde, eine künstliche KI. Eine künstliche KI. Ja gut, er sagt auch immer, es ist Hate und Hass. Das ist Ja, genau. was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach ja, genau. Polyamorie. Ich muss immer denken an ein großartiges Lied von dem großartigen Farin Urlaub. Kennst du das? Herz verloren? Also Fahr in Urlaub sagt mir was, ist ja der Sänger von den Ärzten. Der hat auch eine eigene Band, Ja, soweit ich weiß. genau, Aber sein ich kenn Solo-Projekt. Ja, genau, kenne ich aber nicht viele Lieder vom Solo-Projekt. Am Strand finde ich ganz geil. Am Strand ist super, aber das ist zwar von ihm geschrieben, ist aber von den Ärzten. Ne? Nee, warte, ich am Strand ist von den Ärzten. Am Strand ist ich liege am Strand mit einem eiskalten Getränk in meiner Hand. Das meinst du, Ja, oder? genau. Ganz genau, ja. Bei dem Herz verloren geht es eben darum, dass er irgendwie das Wort Polyamorie oder polyamorös mal irgendwo aufgeschnappt hat und es so funny fand, dass er ein Lied darüber geschrieben hat. Und es geht halt darüber, das ist so geil, dass er sich komplett lächerlich macht, weil er sich in jede Frau, die er sieht, sofort verliebt. Und es ist so ein bisschen, also keine Ahnung, man kommt so ein bisschen auf den Trichter. Ne? Also, wenn man dieses Lied hört, man kann da schon einen Reini mit rein interpretieren. Okay, müsste ich mir mal man, reinhören. dieses, ja, dieses ist dann im Refrain an die Angebetete gesungen, so,
Baby, sei mir nicht böse, ich bin polyamorös. Aber was meinst du, wie ist Rainer auf dieses Wort gekommen? Hat er einfach, weil ihm langweilig war, so gegoogelt, ja, wie nennt man das, wenn ich 3 Leute gleichzeitig bomsen will? Oder Ich glaube und tatsächlich, auch noch Gefühle habe. dass Rainer einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Wachzeit, vor allem jetzt, da er ja nicht mehr am Streamen ist, dass er die tatsächlich verbringt in irgendwelchen Foren für irgendwelche Perversen und da alle möglichen Begriffe aufschnappt. Diesbezüglich. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Sexleben. Hetero, homo, bi, trans, divers. Ob zu zweit oder zu mehreren. Solange man selbst glücklich ist und man positive Energie schafft. Also ich würde jetzt divers nicht als eine Art von Sexualität sehen. Ja, Das ist ja eher ein Geschlecht, oder? er bringt da ja wieder was. Hetero, homo, bi sind sexuelle Präferenzen. Trans, divers sind geschlechtliche Identitäten. Er bringt da wieder was durcheinander, aber. Richtig. 4. materieller Besitz. Aber er ist der Experte in dem Thema. Ja? Er will ja da er hat da schon Bücher drüber geschrieben und könnte noch. Er hätte das ja gern studiert, hat er gesagt. Ja? Er ist der große Experte. Mhm. Er kriegt die Basics nicht auf die Kette, aber hey. Besitz. Wie in Ernährung oder im Liebes- oder Sexleben sowie allen anderen Punkten ist ein Mittelweg zwischen Verzicht und Überkonsum unser Ziel. 5. geistige Freiheit. Positive Energie in unserem Leben existiert nur, wenn wir ihr eine positive Richtung geben. Geht das schon wieder los mit der Energie positiv und negativ? Also das wurde im letzten bestimmt 15 Mal erwähnt, oder? Mindestens. Ich kann mir gut vorstellen, so rechtsradikale Spinner, Reichsbürger und solche Spastis, die sind ja auch oft irgendwie auf dieser Esoterik-Schiene. Und ich kann mir halt vorstellen, dass solche Leute vielleicht mal bei Uwe ein- und ausgehen und dann da abends sitzen und dem irgendeinen von der Energie erzählen und dann hat er sich gedacht, oh, das ist gut, das merke ich mal, das packe ich in meinen Blog, das hört sich besser an, als ich bin sexbesessener Psycho, der versucht, eine Sekte zu gründen, in der er Leute gegen ihren Willen bimsen kann. Das hört sich einfach viel besser an, wenn man sagt, ich will positive Energie schaffen. Also du meinst, Uwe hat sowas wie so einen Hakenkreuz-Palantir. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich nehme halt echt an, dass dann da ab und zu mal Leute reinkommen, so die dann vielleicht sowas erzählen. Ne? Naja, diese Gaststätte ist ja nicht geöffnet, gell, so für die Öffentlichkeit oder für die Also Allgemeinheit. ist die nicht? Ist die praktisch nur für die Leute, die da wohnen oder was da? Ich weiß es nicht. Keine Es Ahnung. gab, Also es gab doch Geschichten und Bilder irgendwie von Hatern, die da waren und einen Schnitzel bestellt haben. okay, also ich habe irgendwie mitbekommen, das Ding ist eigentlich zu. Also offiziell, aber man kann trotzdem irgendwie vorbeigehen und ein Bier trinken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist Winkler-esk. Ja. Ich hab das Gewerbe abgemeldet, so dann muss ich auch keine Steuern mehr zahlen, wenn ich einen Schnitzel und Papier verkaufe. Ja, genau. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ob nach unserem Leben, also unserer physischen Existenz, noch etwas kommt, wird Das ist geil, wie er Leben noch definieren muss, weil er denkt, dass alle Leute so hageldumm sind wie er. Es ist auch so was mich immer richtig matt macht, wenn er so die einfachsten Wörter noch irgendwie beschreibt und erklärt. Er glaubt, das hört sich super deep und super schlau an, was er da verzapft, aber es ist halt einfach hageldumm. Mhm. wissen wir natürlich nicht. In unserem Glauben gibt es keinerlei göttliche Wesen oder Propheten, die uns etwas darüber berichten, wie es jenseits unserer eigenen Existenz aussieht. Unser Ziel ist, unser jetziges Leben zu erleben. Denn es gibt einen Unterschied. Also nur jeder will sein Leben leben, ne? Ja. Ich finde es halt auch richtig gut, dass er immer sagt, unser Glaube, obwohl er das ja gegründet hat und noch kein einziges Mitglied hat. Er hat den komplett exklusiv nur für sich, den Glauben. Ne? Genau, aber spricht immer von unser Glaube. Also er ist ja eigentlich derjenige,
der diesen Glauben definiert. Also Äh, er stellt ja hier die Regeln auf und so weiter. Und es macht einfach gar keinen Sinn, dass er immer von uns redet. Ja, also wie gesagt, entweder ist das ne, dieser Pluralis Majestatis oder er nimmt einfach schon mal an, dass das so genial ist, was er da jetzt gerade ins Internet geschissen hat, dass die Leute scharenweise zu ihm kommen und ihm die Arschfalten küssen, weil sie praktisch durchs Leben geirrt sind ohne Ziel und Verstand und jetzt haben sie endlich eine Epiphanie, nachdem sie seinen großartigen Blog gelesen haben und dann kommen sie dahin gepilgert, wie der Prophete zum Berge und dann, ne, also nimmt er an, Mhm. seiner Meinung nach sind seine ganzen geistigen Dünnschiss-Geschichten sind ja einfach pures Gold. Ne? Mhm. Ja, er hat ja auch eigene Welten und sowas erschaffen, eigene Welten, Universen. Ja, genau. Mit Unterschied verschiedenen Rassen und so weiter. was ne? zwischen Leben und Überleben, der nicht gerade klein ist. Wen nach unserem Leben nichts mehr kommt, warum sollen wir die begrenzte Zeit, die wir haben, damit verschwenden, über das zu diskutieren, ander uns sogar davor zu fürchten? Ganz ehrlich, wen nach unserem Leben nichts mehr kommt, warum sollen wir begrenzte Zeit damit verschwenden, darüber zu diskutieren, ob die Haut ein Organ ist, obwohl es wissenschaftlicher Konsens ist? Was? Aber das hat er ja auch stundenlang gemacht. Ja, aber hier muss man, glaube ich, mal anmerken, er schreibt ja hier, wenn nach unserem Leben nichts mehr kommt. Nein, er Warum schreibt, sollten wir die wen nach begrenzten? unserem Leben nichts mehr kommt, das ist wichtig. Ja, aber es ist ja wenn gemeint. Aber dann stellt er das doch, dass nach dem Leben nichts mehr kommt, ja jetzt schon als Fakt dar. Obwohl das ja eigentlich kein Fakt ist. Man weiß es ja theoretisch nicht. Ja, weiß man Also nicht, ich bin ja. jetzt nicht besonders gläubig, aber er stellt es ja hier wirklich so dar. Ja, ja, wie Du gesagt, verstehst, genau. worauf ich raus Ja, will, gell? natürlich, aber wenn wir jetzt jede Logiklücke in seinem Glauben auseinandernehmen, dann wird's übel, glaube ich. Das ist, Ach so, okay, also nur jede zweite da. die krassen, einfach so. Okay. Wen es stimmt, was in anderen Religionen gepredigt wird, dass ein Leben nach dem Leben endlos ist, dann wäre es doch töricht, eine begrenzte Lebenszeit damit zu verschwenden, sich Dinge zu versagen oder zu befürchten. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den er hatte, als er sich überlegt hat, ja, hier die Alte, die pennt gerade so tief, die packe ich jetzt an. Ne? Ja, das ist auch so mein Glaube irgendwie bei Rainer, dass er das auf jeden Fall macht. Und auch das mit dem Mädchen damals, mit dem Kleinen. Ich bin da immer noch vollends davon überzeugt, weil er selber sehr oft gesagt hat, er ist ein Mensch, der nie bereut. Und dass Rainer keine 5 Minuten in die Zukunft denkt, wissen wir alle. Und dazu kommt noch, dass er noch nie irgendwie Konsequenzen für irgendwas erfahren hat. Also Mhm. wirklich noch nie, bis auf das, dass man ihm seinen Lappen weggenommen hat, aber Und mehr den, auch nicht. und den YouTube-Kanal. Genau, ja. Aber ansonsten, er sagt ja immer, er lebt im Hier und Jetzt. Und das heißt für mich, er denkt auch nicht an Konsequenzen. Nee, also vor allem, ich beschäftige mich jetzt schon lang genug auch mit Rainer, so wie du auch. Und es hat noch keine widerliche Aktion von ihm gegeben, die er sich nicht schön geredet hätte, die er sich nicht irgendwie gerechtfertigt hätte, so warum das in Ordnung war, das zu machen. Und ich glaube, damit fängt er schon an, er weiß, dass Dinge, die er tut, so nicht in Ordnung sind.
Und er fängt, glaube ich, während er sie tut, schon damit an, sich die Rechtfertigungen zurechtzulegen. Erstmal vor sich selber, damit er sich die lang genug einreden kann, damit er sie danach ohne was an die Leute weiter verzapfen kann. Und ich glaube wirklich, dass er einfach sagt, hey, ich habe jetzt lange gelitten irgendwie in meinem Leben, ob selbst verschuldet oder nicht, ist mir gerade scheißegal. Ich habe jetzt verdient, einfach meinen Trieben nachgehen zu können, wie ich lustig bin. Und er ist ja hier in dieser Religion auch so, dass er immer sagt, ja, Gut und Böse, das sind so Kategorien, ja, was für mich gut ist und für dich, das sind unterschiedliche Sachen. Ne? Deswegen, ich glaube auch dran, also ich glaube dran, dass das stimmt, was da im Raume steht. Ne? Ja, bin ich auch absolut davon überzeugt. Es ist ja auch immer sehr schön, dass Rainer gerade durch seine Rechtfertigungen und seine Aussagen dann, ja, seine Taten auch noch, ja, rechtfertigt ist jetzt irgendwie blöd, aber ja, verharmlost, sage Mhm. ich jetzt mal. Und es zeigt dann immer, was er eigentlich so für ein Weltbild hat. Weil erinnere dich mal an dieses Ding mit, er hat die Hose vom Kind runtergelassen. Mhm. Und er sagt ja, er hat das Kind nicht gesehen. Okay, von mir aus gebe ich ihm. Wenn er das wirklich nicht gesehen hat, dann ist es immer noch bescheuert, das von einem Erwachsenen zu machen, weil das immerhin auch sexuelle Belästigung wäre. Aber Aber die Aussage danach, aber das war ja anscheinend ein Junge, also hat der sowas ja schon mal gesehen. die hätte, Also die hätte auch von einem katholischen Priester kommen können, hm? richtig, aber an sowas dann, an diesen Aussagen nach den Taten, erkennst auch, dass er es einfach nicht rafft und dass sein Weltbild einfach komplett für 'n Arsch ist. Ja, und weil er halt offensichtlich vollkommen unfähig ist, weder Empathie noch Reue zu empfinden. Ja, das sowieso. Ja. Überleg mal, dieses Ding, mit, ich weiß, ich sage, glaube sehr oft Ding. Ich komme mir schon ein bisschen winklerisch vor, Zeug. aber ja, Zeug. Mit der Wien-Aussage, Mhm. wie er sich danach noch gerechtfertigt hat und mehrmals betont hat, dass es ihm nicht leid tut. Ja. Ja, aber da war er wenigstens einmal ehrlich. Es ist so Ja. widerlich, wie es ist, aber wenigstens war er mal ehrlich. Das ist ja auch schon mal ein Novum. Ne? Aber natürlich, ganz ehrlich, für die Wien-Aussage hätte er direkt eins in die Fresse verdient. Sagen wir, wie es ist. Ja, absolut. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die schlimmsten Zeiten leichter zu überstehen sind, wenn man auf glückliche Zeiten zurückblicken kann. Wenn man noch den Rest Den Scheiß erzählt er, obwohl er uns sagt, dass eigentlich sein ganzes Leben Hölle war, oder? Er hat doch in Richtig. seinem Podcast über sein Leben gesagt, seine Eltern mochten ihn nicht, haben ohne ihn gegrillt, er wurde sein ganzes Leben zu allem immer gezwungen. Es war alles immer schlimm, schlimm, schlimm. In der Schule ist er gemöbelt worden und danach auch. Alles war scheiße. Woher will er denn wissen, ob das einfacher ist, wenn man auf schöne Erinnerungen zurückblicken kann? Das kann er gar nicht sagen, wenn er angeblich sein ganzes Leben nur aus AIDS bestanden hat, oder? Ja, das ist ja das. Es ist nur angeblich so, weil es gibt ja, auch Rainer hatte definitiv schöne Zeiten. Auf der Drachenchronik kann man das sehr schön nachsehen. Es gibt ja Bilder von ihm, wo er mit irgendwelchen Leuten auf Festivals war. Und da sieht er wirklich glücklich aus. Mhm. Also dieses, ich bin schon mein ganzes Leben lang immer nur gemobbt worden und so, diese Schallplatte, die ist halt einfach nur gelogen. Und dafür gibt es halt auch sehr viele Beweise. Ja, klar. Aber ganz ehrlich, ich glaube schon auch, dass auf die Festivals haben die Leute ihn wahrscheinlich so semi-freiwillig mitgenommen, weißt du, ich meine? Und ich glaube schon, dass er auch gecheckt hat, dass er nicht wirklich erwünscht war bei den Leuten. Deswegen ist er Okay. auch nach einem Tag vom Rock am Herzfeldsee abgerauscht, weil er gecheckt hat, hier, eigentlich will mich da gar keiner. Ja, das war doch, weil die Ariella mit einem anderen rumgeschleckt hat. Ja, richtig. Ja, das war dann aber am Ende der Tropfen, ne, der den Mhm. Ding zum Überlaufen gebracht Aber, hat. Aber ich aber glaube ich schon rede, auch, dass der generell weiß, dass die Leute ihn nicht leiden konnten. Also damals auch schon. okay, ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil ich rede von dieser Zeit vor YouTube. Weil ich glaube, erst da hat es ja angefangen, dass er so Freunde und sowas verliert. Weil davor waren Leute bei ihm in der Schanze. Oder allein dieses mit Emala Ja, zum Beispiel. Das war ja auch
Aber das war, Relativ am Anfang aber das war ja auch war nicht das. viel. Ne? Das war ja auch nicht viel. Ich meine, das waren ja Ausnahmesituationen eigentlich mehr oder Ja, weniger. Ne? aber da zu Anfangszeiten und davor glaube ich, dass er schon, ja, sowas wie Freunde hatte oder Leute, mit denen er öfter was zu tun hatte. Erst mit der Zeit, mit YouTube, ist das alles kaputt gegangen. Sind die besten Buddies. Der Metal und der Ja, Hopper. Der Esel nennt sich immer die zuerst. Ne? Mega-Buddies. Die Ja, Mega-Buddies richtig. sind sie. Mega-Buddy, den hat er Genau. sich schon angefressen. Ne? der Ewigkeit Zeit hat, gibt es auch da mit Sicherheit die Möglichkeit, diese Zeit zu verbessern. Dennoch akzeptieren wir den Glauben anderer und wollen niemanden absprechen, daran zu glauben, wie das nächste aussieht. Der Respektieren wir den Glauben anderer und wollen niemandem absprechen. Glauben andere zu unserem. Religion und Glaube sind zwei oft sehr heikle und umstrittene Angelegenheit. Wir glauben nicht, dass der Glaube anderer falsch ist. Und der Glauben andere zu unserem. Was? Checkst du das? Der Glauben andere zu unserem. Nee. Also müssen wir Ah. gleich wieder ein bisschen Geld in die Pispaskasse schmeißen. Das ist wieder ein Gehirnfurz vom Allerfeinsten gewesen. Ja. ist, glauben aber auch nicht, dass unser eigener richtig oder falsch ist. Unser Ziel ist es nicht, etwas zu beweisen. Wir glauben aber, Ja, die Aufgabe von den anderen ist, ihm das Gegenteil zu Ja, beweisen. das ist immer so. Einfach mal krude Scheiße rausknödeln und dann, wenn irgendjemand sagt, das ist Bullshit, ja, das muss man erstmal das Gegenteil beweisen. Richtig. Erstes Spiegel, Gebot. wie ein Kind im Kindergarten. Ganz genau. das sollten wir nur dieses eine Leben haben, wir es genießen und damit positive Energie erzeugen oder in positive Bahnen lenken sollten. Wir haben womöglich nur dieses eine Leben. Warum sollten wir also anderen vorschreiben, wie sie ihren Glauben praktizieren sollen oder müssen? Gleichzeitig Ja, aber er hat doch in dem ersten Abschnitt den Leuten vorgeschrieben, wie sie ihren Glauben zu praktizieren haben, oder? Richtig. Wir beten hier nichts und niemanden an. Das ist eine klare Ansage eigentlich. Imperativ. Du musst dir auch mal überlegen, dass dieses Video hier 4 Stunden lang ist und das Thema seines Glaubens hat, also sein Glauben als Thema hat, obwohl er sich immer als Atheist bezeichnet. Ja, gut, immer Dienstag Geschwätz von gestern. Aber Richtig. wenn du denkst, hier, die KI liest das hier vor und es dauert 4 Stunden für die KI, das vorzulesen, kannst ja denken, wie lange er mit seinen Bad Windsheimer Dulli-Schul-Skills gebraucht hat, diese Scheiße zu schreiben. Ne? Ja. Was würdest du schätzen? Boah, Ich würde sagen, so bestimmt so netto 20 Stunden. Schreibezeit. Es dauert immer länger, einen Text zu schreiben, als ihn zu lesen. Nee, 20 Stunden reichen nicht. 20 Stunden Sicher? reichen nicht. Easy braucht der. Aber er denkt ja nicht viel nach über das, was er schreibt. Nein, Deswegen wiederholt er sich ja auch so oft. aber keine Ahnung, er hat das über Monate hinweg geschrieben. Ne, 20 Stunden kriegst du in der Woche zusammen. Also ich Ja, würde eher locker. sagen, keine Ahnung, 120 Stunden, sowas wird er da reingesteckt haben. Ist ja wie mit allem anderen. Er ist einfach so dumm, dass er für alles 10-mal so lange braucht wie ein normaler Mensch. Weil er sagt ja auch immer, ja, ich mache hier so in so einem Video stecken 10 Stunden Arbeit. Ja, Reini, aber das Video hätte halt jemand, der nicht komplett behindert ist, einfach in 2 Stunden gemacht, statt in 10 Stunden. Also, Ja, richtig. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber 120 Stunden Nettozeit kommen mir schon sehr, sehr viel vor. Weil ich glaube, er hat sich schon manchmal wirklich 1 Stunde oder so hingesetzt und da kam dann schon ein bisschen was zusammen. Weil er eben so einer ist, wo einfach drauf losschreibt. ja, deswegen wiederholt er Ich sich auch weiß es 20 nicht. Mal. Ja, genau, genau. Naja, wer weiß es, keine Ahnung. Niemand weiß es, außer Rainer, und der wird es uns nicht sagen, und wenn er es uns sagt, wüssten wir, dass es wahrscheinlich gelogen ist. Also kannst du es auch wieder nicht glauben. Also rausfinden wird das nie irgendjemand. Ja. wollen wir einfach nur unseren eigenen Glauben, der sich an uns selbst
und die Energie in und um uns richtet Leben würfen. Nach unserem Glauben ist niemand über einen anderen gestellt. Warum sollte es eine Rolle spielen, ob man reich oder bettelarm ist? Warum sollte es eine Rolle spielen, in welchen Verhältnissen man geboren oder gezwungen ist zu leben? Wir sind alle Teil dieser Welt und daran ändert niemand etwas. Wir alle sind nur einen Teil der Zeit. Es gibt, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um was dran zu ändern, dass du Teil dieser Welt bist. So. Also, ne? Ich glaube, Ja, schon. viele Leute haben schon für andere Leute den Zustand, Teil der Welt zu sein, geändert, ob sie wollten oder nicht. Ja. Reini ist vielleicht Teil der Welt, aber nicht Teil der Gesellschaft. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen ein Unterschied. Ja, deswegen versucht er hier seine eigene Parallelgesellschaft zu erschaffen. Ne? Es ist Reiniland, in dem alles toll ist. In dem es Leute gibt, die ihm die Hater vom Halse halten, die für ihn arbeiten, die dafür sorgen, dass er was zu fressen hat und zu bimsen und danach geschmeidig ihr Maul zu halten haben, damit er in Ruhe daddeln kann. Und das ist Reini-Welt. Und da glaubt er fest dran, dass das möglich sein muss. Ja, aber er bringt immerhin das Geld, weil er geht ja noch seinem Job nach, seiner Arbeit. Ja, das ist Arbeit, ja. Ja. Zeit hier Passt schon. und müssen irgendwann gehen. Selbst für unseren Planeten oder die Sonne oder den Rest des Universums gilt das. Die Frage ist nicht ob, sondern wie viel Zeit man hat. Ein Glaube ohne Götter, ein Glaube an Wesen, die uns für Fehler bestrafen oder Gehorsam oder gar Unterwürfigkeit fordern, ist uns fremd. Wen sie Götter sind, warum brauchen sie dann uns, um an sie zu glauben? In manchen Kulturen oder Religionen glaubt man an Götter, die Gehorsam verlangen, in anderen, an welche die Angst oder uneingeschränkten Glauben fordern. Glaube an Das ist halt, keine Ahnung, das ist das erste Gebot in der Reini-Kommune. Du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Also wie im Christentum. Mhm. Ja. Ja, also, Ich weiß jetzt nicht, ob es Religionen gibt, die den Glauben verlangen, also dass man nur an sie glaubt. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was er damit meint. ja, ich meine, klar, Aber, naja. jede Religion nimmt für sich in Anspruch, die einzig wahre und richtige Religion zu sein. Was ja auch logisch ist, weil ansonsten, wenn dem nicht so wäre, dann würden den Gläubigen dieser Religionen ganz fürchterliche Dinge drohen, wenn die Existenz mal zu Ende ist. Ne? Ja. Ja, Religion, überleg mal, es gibt über 2000 Religionen auf der Welt und jede glaubt von sich, sie wäre die richtige. 15, 10 Religionen, ne? Und jetzt gibt es 15, 10 und eine. Ja, 15, 11. an Götter oder ähnliches ist in den meisten Fällen, wenn nicht sogar allen, immer mit Verzicht verbunden. Der Verzicht auf Nahrung, auf Sex, auf materiellen oder finanziellen Reichtum. Soweit mir persönlich bekannt ist, gibt es keinen Glauben, bei dem es keinen Verzicht gibt. Vielleicht will man auf diese Weise die Gläubigen kontrollieren, vielleicht sicher auch manipulieren. Ja, das kann gut sein. Ja, Ne? das glaube ich auch. Mhm. Und Ja. in vielen Glaubensrichtungen geht es um Kontrolle und wie gesagt, ich glaube, wir hatten das im letzten Mal schon, wenn ich es mal geschafft habe, jemanden dazu zu überreden, auf seine tiefsten Instinkte zu scheißen, also sich nicht mehr fortzupflanzen oder dergleichen, dann habe ich ihn halt in der Hand. So, und dann macht er, was ich will. Ja, da gibt es ja zig Beispiele in allen möglichen Glaubensrichtungen, was da die Leute nur wegen ihrem Glauben getan haben. Mhm. Ich weiß es noch irgendwie aus dem Geschichtsunterricht, sagt dir bestimmt auch was, diese Ablassbriefe Ja, von der Ablass. Kirche. Hast da ein bisschen Barne gegeben und dann warst du frei von deinen Sünden. Ja, Super. du kriegst so und so viele Jahrtausende Fegefeuer, bevor du ins Paradies darfst. Also es sei denn, du hast irgendwelche krassen Sünden begangen, dann kommst du gleich in die Hölle, aber Fegefeuer auf jeden Fall, bevor du ins Paradies darfst. Es sei denn, du gibst uns Geld, so dann verkürzt sich das. Ja? Dann rufe ich oben an im Himmel und sag, hier, der nicht, der kann gleich rein. Genau. Also es gibt Jetzt Idioten, die überleg haben mal, das du geglaubt stirbst und haben und das bezahlt. Also. ja, jetzt überleg mal, du stirbst dann und dann vergisst den Wisch daheim. Hm. Was machst du dann?
Ja, aber dieser Ablasshandel, der ist ja genauso wie reines Prinzip, so, keine Ahnung, gibt mir Geld gegen Mobbing. Ne? Richtig. Aber spendet nicht anderen Anti-Mobbing-Organisationen. Auf gar keinen Fall. Fürs gute Gewissen, so, dann habt ihr was Gutes getan. Ne? Ja, Alufolie von seiner Battle-Liste gekauft. Das ist zum Beispiel. Das ist das Zeichen gegen Mobbing. Damit er sich da einen schönen Hut draus machen kann. Ja. In vielen Fällen sind die Vorstehenden eines Glaubens, die innerhalb des Glaubens, die am meisten davon profitieren. Nein, Größtenteils muss man einen Teil oder sogar einen großen Teil seines eigenen Besitzes dem Glauben opfern. Willst du mich verarschen eigentlich? Wie war das? Ich dachte, alle Leute müssen ihren Besitz mit in die Kommune einbringen. Das ist richtig. Also, Ja. Also jetzt ist und wer profitiert am meisten? Der nichts hatte am Anfang. Außer Avatar 2. Avatar zweimal als DVD. Er hat sich schon wieder selber in die Hosen geschissen und hat es nicht gemerkt, Alter. Es ist unfassbar. In anderen Religionen ist es so, deswegen sind andere Religionen viel schlimmer als meine. Ja, Moment, aber bei dir ist doch ganz genauso, hast du gesagt, die Leute müssen alle ihren weltlichen Besitz mit in die Kommune bringen und du bist der Nutznießer von der ganzen Sache, weil du der Kommune vorstehst, weil du den Glauben erfunden hast. Also. Richtig. Er wäre halt da quasi der Papst. Hier geht es auch wieder so, hier Verzicht und Manipulieren, Besitz, alles opfern und so, alles hingeben dafür. Er hat das gemerkt, so, oh, Religionen machen das, dann mache ich das auch, weil, wie soll ich denn sonst die Leute dazu bringen, mir noch mehr Barren zu geben? Die Internetplattformen, die es so gibt, die wollen mich alle nicht mehr und wenn, dann verdient ihr da nicht genügend Barne. Deswegen muss ich das jetzt so machen, wie die Klassiker das gemacht haben, so die großen Vorbilder. Mhm. Natürlich kommt das oft auch auf die Tiefe des Gläubigen an. Für gewöhnlich ist es so, dass wenn man einen tiefen Glauben hat, nahezu alles, inklusive des eigenen Lebens, dem Glauben und seiner Kirche, seinem Gott oder wem auch immer, der diesen Glauben führt, opfert. Dann wird einem gesagt, du bist der frommste unserer Gläubiger, weil du uns alles geopfert hast. Du bist der frommste unserer Gläubigen, ne? Weil der dir kein Geld geliehen hat, sondern glaubt. Mir fehlen manchmal echt die Worte. Du bist der frommste unserer Gläubiger. Ganz ehrlich, müssten wir auf seinen Schufa-Score schauen und schauen, wer da der frommste seiner Gläubiger ist. Ich glaube, die sind alle fromm, weil die haben alle noch nicht die Inkasso-Russen auf den Hals gehetzt. Also ich will gar nicht wissen, ob Uwe für ihn einen extra Briefkasten anbringen musste. Weil der muss doch immer noch täglich oder zumindest wöchentlich irgendwelche Mahnbescheide oder sonst irgendwas bekommen. Ja, die landen der Post hinten wieder in der Tonne, ne? Hast du mal versucht, am Nackerten in die Hosentaschen zu langen? Das geht halt nicht. Ich würde auch Reini nicht angezogen in die Hosentasche langen. Ja, wahrscheinlich hat er so ein Loch in die Hosentasche geschnitten, dass wenn du da reinlagst, das automatisch in Richtung Pensi geht. Oh Gott. Ja, was meinst du Sinn in Reiners Hosentaschen? Also Ich weiß nicht, irgendwelche so Chupa-Chups-Spiele oder so. ich glaub schon, der hat da Löcher reingeschnitten in die Hosentaschen und wenn irgendwelche Kinder vorbeikommen, dann sagt er, du, ich hab Süßigkeiten in der Hosentasche, magst du es rausholen? Und dann langen die da rein und haben sie Pensi in der Hand. Das war richtig gottlos. Ja, ich trau dem alles zu, Alter. Ich trau dem einfach Ja, alles zu. das ist halt das Schlimme. Ja. Das könnte halt wirklich sein. Dass sowas aber unterbewusst für die Person zu Problemen führen kann, ist denen egal. Außerdem, was genau soll es bringen, wen man in der Ganz ehrlich, er beschreibt hier seinen ganzen Lebensweg. Ja, dass die Leute ihn unterstützen und dadurch Probleme haben, war ihm schon immer egal. Was nicht Shitstorms und Code Midas über den Leuten reingebrochen ist, die ihn in den letzten 10 Jahren unterstützt haben, das war ihm alles wurscht. Hauptsache, er hat wieder 2,50 Mark geäppelt. Ja, richtig. Das, was jetzt als nächstes kommt, das schockiert mich schon wieder ein bisschen. Okay. begrenzten Zeit, die man lebt, auf alles verzichtet. Alkohol, Essen, Sex oder andere Dinge, die das Leben überhaupt erst lebenswert machen. Also, ich finde es krass, dass er hier zum Beispiel so Sachen wie Freunde, Familie und sowas nicht aufzählt. Nee, aber nee. Essen und Sex. Und vor allem Alkohol. Saufen!
Bumsen! Obwohl, Reini ist doch eigentlich gar kein so Alki. Ja, Alkohol, Essen, Sex, Alter. Reini bereitet sich jetzt schon vor auf eine Karriere als Malle-Sänger. Mhm. Also auf Malle, ich könnte ihn mir da tatsächlich so vorstellen Ja, da für wuckelt ein Da Wochenende. wogelt er dann rauf auf die Bühne. Skir, in meinem Audi saufen. Ja, aber der müsste ja erstmal die Bühne hoch und dann hört man erstmal wieder nur ein paar Minuten schnaufen. Jetzt ganz ehrlich, da machen sie einen Bierkönig, machen sie dann so, irgendjemand teilt die Massen wie Moses das Rote Meer und dann kommt einer und fährt ihm auf der Europalette mit dem Gabelstapler rein und setzt ihn auf die Bühne. Oh Gott. Meinst du, dort gibt's T-Shirts in seiner Größe? T-Shirter sind das. Die gibt's Squeeze in seiner Größe. Die werden speziell angefertigt, nur für ihn, der große Star. Ja, und dann gibt's so einen Themenabend mit Met. Mit Matt? Met und Ja, Matt. mit Met und Met, genau. Und alle trinken aus ihren komischen Hörnern. Ja, ich habe aber auch so ein Horn, ja. Die Chinesen, die verdienen sich dort dumm und dämlich bei Rainer. Hast du wenigstens eins aus echtem Horn? Ja, echtes Horn. Dann ist gut. Und vor allem, was ist, wen nach dem Leben wirklich nichts mehr kommt? Ja, uns sind wir Ein angeschissen. Glaube ohne Götter mag für viele sicher abschreckend klingen, aber es ist eine Welt, in der wir selbst unser Leben in der Hand haben. Es gibt so viel Leid und Schmerz auf der Welt. Wen man weniger an sich selbst, sondern mehr auf andere wie auf sich selbst achtet, würde einiges besser werden. Ja. Ich glaube, Das aus seinem Mund. Das aus seinem schiefen Ogermaul triefend doch- zu hören. Weißt du, er sagt immer nur dieses Zeug mit diesem Schmerz und Leid auf der Welt. Alles ist so böse und schlecht. Dabei stimmt es ja einfach nicht. Das ist halt bei ihm so. Ja, es ist schon viel Weil- schlecht und Scheiße auf der Welt, aber halt auch nicht alles. Bei ihm ist alles Ja, nicht Scheiße auf der nur. Welt, weil er es selber so fabriziert hat. Ne? Ja, er tut ja auch nichts dafür, dass es irgendwie besser wird. Ist ja klar, Er ich mein, verkackt sich ja immer nur mit allem. klar, wenn ich mich selber ins Güllefass setze und nie da rausgehe, dann habe ich auch irgendwann den Eindruck, die ganze Welt stinkt nach Scheiße. Aber so ist es halt leider nicht. Ne? Wenn man sich da mal rausbegeben würde aus dem eigenen Güllefass, würde man schon erkennen, dass es außer Güllefass noch was anderes auf der Welt gibt. Aber da ist er ja zu stur dazu. Er meint, ich muss jetzt hier aus dem Güllefass, muss jetzt definitiv ein Palast werden. Mit Dienern und Harem und allem drum und dran. Und wenn ich das nur lang genug will, dann wird das schon so passieren. Weil so ist es im Fernsehen, bei meinen Animes auch. Und vor allem finde ich diese Aussage auch so, dass ihm nie jemand geholfen hat. Er steht immer alleine da und so. Ich finde es jetzt, auch wenn ich diese Leute nicht leiden kann, weil ich sie auch nicht verstehe, aber seinen Drachis und so gegenüber ist es auch richtig, richtig eklig. Das sollte man Weil mal. die haben dem haufenweise Geld gespendet. Sollen wir mal Sascha Auch Lobo dieses- zeigen, was er da geschrieben hat, dass ihm nie irgendjemand geholfen hat. Der hat einmal 1000 rausgeschmissen, genau. oder? Hier, Benetic hat ihm Ich- auch einen 4-stelligen Betrag gespendet. Es hat ihm nie irgendjemand geholfen. Der hat die letzten Jahre mit YouNow und YouTube sich dumm und deppert verdient, in Anführungsstrichen, von Leuten, die ihm Geld gegeben haben für nichts. Und jetzt sagt er, mir hat nie irgendjemand geholfen. Genau, der hat da irgendwas mal gelabert. Er hatte irgendwie 600 Mitglieder auf seinem Kanal und davon hatten ja die meisten diesen 3-Euro-Rang, diesen Welbling-Rang oder wie das hieß, wo du ja nicht mal irgendwie bei Abstimmungen oder sowas mitmachen durftest. Du hattest einfach dafür gar nichts. Mhm. Und ja, aber über 600 Leute haben ihm monatlich Geld gegeben. Vor allem ein arbeitsloser Bettler, dem niemand jemals geholfen hat, der kommt nicht auf 230 Kilo. Ist Ja, so. genau. Ne? Ist schon Beweisstück A. Wenn du arbeitslos bist und betteln und auf milde Gaben angewiesen bist, ja, und dir Ja, auf nie TikTok war's ja so. irgendjemand irgendwas gegeben hat, dir nie irgendjemand geholfen hat, dann hast du keine 230 Kilo auf den Rippen.
Punkt. Genau, weil ab dem Zeitpunkt, als YouTube bei ihm weg war, hat er ja quasi nur noch von Spenden gelebt. Bei YouTube, da gäbe ich es ihm, okay, er hat mit seinen Videos halt, natürlich, da war Werbung draufgeschalten, Ja, er hatte ein paar tausend Klicks immer, AdSense-Barne gekriegt. genau, und hat davon für die Werbung Geld bekommen. Aber bei TikTok, da war es ja einfach nur noch Betteln. Mhm. Mehr war nicht. Und der Content war Betteln und allgemein. Das ist so krass. Also, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass dein Content aus Betteln besteht, aber du die ganze Zeit darüber philosophierst, was du für Content bringen willst. Ja, Und dann einfach nichts kommt. und dann davon 1,5 Jahre lebst und danach sagst, dir hat nie irgendjemand geholfen. Richtig. Ganz genau. Es ist so schamlos, was der sich alles schon rausgenommen hat. Ja, wirklich. Ja, aber ich glaube, das ist ein Fehler in seinem Gehirn. Ne? Rainer ist in dem Moment, in dem die Kohle, die er für irgendwas kriegt, in dem er die ausgegeben hat, ist das für ihn so, als wäre da nie was passiert. Also, bestes Beispiel, er hat das Haus verkauft, er hat die Kohle verprasst, die Kohle war weg, in dem Moment war er der Meinung, die Gemeinde ist ihm was schuldig. Die haben ja praktisch jetzt sein Haus und er hat jetzt nichts, deswegen haben die ihm weiter zu finanzieren. Genau. Sowas Ähnliches hatte ich auch mit Sigrid dem letzt. Also da ging es darum, dass ja TikTok dieses Geld konntest du dir ja täglich auszahlen lassen. Mhm. Und deswegen war es für ihn auch so einfach, am nächsten Tag wieder damit anzufangen, neu zu betteln, weil das alte Geld weg war. Ja. Das ist im Übrigen, kennst du der Kanal hieß Sitt. Ich glaube, S-I-T-T hat sich der geschrieben. Der war während der TikTok-Staffel ganz cool. Der hat so South Park-mäßig Videos gemacht. Reini, wie er an so einen Fahrkartenautomaten geht, feststellt, kein Barne mehr. Und dann, Dreck. Holt das Handy raus. Ja, Metal-Leute, bla bla bla, bitte Barne spenden. Wunderbar. Handy wieder weg. Fahrkarte gekauft. Und so war's Auf YouTube oder auf TikTok? Nee, TikTok. Das war während der TikTok-Staffel. Während der Obdachlosen-Staffel. Okay, ich dachte aber vielleicht die Videos auf YouTube. Die Videos waren auf YouTube. Also die S-I-T-T ist ein YouTube-Kanal. Ich habe keinen TikTok. Okay. Muss ich mir mal angucken. Aber ich weiß nicht, ob es den Kanal noch gibt. Ich weiß nicht, ob es den Kanal noch gibt. Wenn, dann hat er schon seit 2 Jahren nichts mehr hochgeladen oder so, aber bei 1,5 Jahren. Ja, bei Insta habe ich manchmal so diese Reels gesehen, wo auch Rainer als so South Park-Charakter war. Das war echt ganz witzig. Das war wahrscheinlich von dem. Wahrscheinlich war das von dem. Ich glaube, das hat nur einer gemacht, aber das war großartig. Mhm. Ein starker Antrieb, aber ein Glaube ohne Verstand ist für uns Menschen, die sich für so intelligent halten, doch vollkommen widersprüchlich. Gleichzeitig ist man, wen man ein... Sagt der dümmste Mensch der Welt, der gerade über seinen Glauben schwadroniert. Richtig. Wild. Gläubiger ist oft dazu angehalten, auf diverse Dinge zu verzichten. Wie bereits erwähnt, umso tiefer der Glaube, umso... Rainer, vor allem deine Gläubiger, die können sich darauf einstellen, auf vieles zu verzichten, zum Beispiel auf das Geld, das du ihnen schuldest. Ja, das werden die nie wiedersehen. Die tun mir auch echt leid. Ja gut, aber wer so dumm ist, dem Geld zu leihen, dem könnte es nicht anders. Ganz ehrlich, muss ich aber sagen, wer so dumm ist, dem irgendwie Geld in die Hand zu geben, der muss damit auf die Schnauze fallen, weil ansonsten lernt das nicht. Ja, sehe ich auch so. So mehr Verzicht hat man. Besonders dann, wen man an bestimmte göttliche Vorbilder hat. Bei uns ist das nicht der Fall. Natürlich wollen wir uns auch positive in der Gesellschaft einbringen. Wir wollen eine eigene kleine Gemeinde oder Kommune gründen, in der wir zusammen leben und unsere Vorstellung unseres Glaubens miteinander teilen und leben können. Wir verlangen aber von unseren Mitgliedern nicht, dass sie auf etwas in ihrem Leben vollkommen verzichten. Aber dazu wird es einen eigenen Beitrag geben. Wir wollen uns auch in der Gesellschaft. Irgendwie, wertvoll mit der Gesellschaft sein, aber wir wollen uns eigentlich schon auch komplett aus dieser Gesellschaft rausnehmen und unsere eigene Kommune gründen, wo wir unser eigenes Süppchen kochen. Das widerspricht sich doch wieder, oder?
Genau, auf das wollte ich auch ganz genau auf das raus. Ja. Dass das auch wieder gar keinen Sinn macht. Hashtag wildbehindert, ey. Mhm. Manifest der Kommune, Gemeinde. Jetzt geht's los, glaube ich. Wenn es mit, Das Manifest. mit Manifest schon wieder anfängt. Ganz ehrlich, ich sehe ihn schon, wie er da sitzt und dann müssen die 25 Behindis, die er da angeschafft hat dafür, die müssen vor ihm dann so eine kleine Militärparade machen und ihm zuwinken währenddessen. So wie Nordkorea. Ja, so, genau so. Ja, ganz ehrlich, jetzt wissen wir, wo die Kommune gegründet wird. Raimi befreundet sich mit Kim Jong-un und gründet seine Bumsknödel-Kommune in Nordkorea. Das wäre einfach zu krass. Ja, ich muss nur sagen, das passt. In Nordkorea hast du ungefähr genauso viel Freiheit wie in der geplanten Kommune von Raimi. Ja, das stimmt. Dort könnte er das, glaube ich, wirklich machen. Da gibt es bestimmt auch keine Hater. Und ganz ehrlich, wenn er wirklich Gucci mit Kim Jong-un wird und die werden Best Buddies, ich meine, die sind beide fette Hurensöhne, aber dann so viele Und dann wäre Gemeinsamkeiten. Kim Jong-un halt nicht mehr der einzige Fette im Land. Ja, und aber dann hätte er auch endlich das, was er will. So, wenn ihm irgendwas nicht passt, beschwert er sich bei dem und dann macht die Politik endlich mal was. Also ich glaube, das würde so irgendwie ablaufen. Rainer kriegt mit, dass da jeder in jedem Haushalt irgendwie so ein Bild hängen muss von Kim Jong-un. Denkt, ja, okay, und hängt dann von sich eins daneben, aber größer und mit einem schöneren Rahmen und endet dann irgendwie in so einem Gulag. Und Wir wollen eine eigene Kommune, Gemeinde gründen. Eine Kommune ist vielen sicher ein Begriff aus den 60er Jahren, wo man oft Hippie-Kommune gehört hat. Eine Kommune ist eigentlich nicht viel anders als eine Gemeinde, also ein Dorf, in dem mehrere Menschen leben. Der Gedanke der 60er Jahre ist auch nicht ganz abwegig, wen man an unsere Kommune denkt. Ja, alle haarig und ungewaschen. nee, aber der Gedanke ist tatsächlich wirklich sehr abwegig, wenn man an seine Kommune denkt, weil außer dass die Leute irgendwie bimsen, ohne, ne? Warum? Die Hippies wollten auch nicht arbeiten. Aber da gab's von Till Reiners mal so eine geile Nummer, wo er gesagt hat, ja, die ganzen Alt-68er von damals, ja, die allerwenigsten sind heute noch so alternativ, wie sie damals waren. Ganz, ganz viele sind heute richtige kapitalistische Opportunisten-Spastis, die haben da damals mitgemacht, ja, die sind da hingegangen, so, hey, hier eure Kommune, hier mit Drogen und freier Liebe, kann ich da mitmachen? Ach, ich muss Kommunist sein dafür. Ja, das ist, fand ich schon immer cool. Hier, das mit dem mit dem Engler oder wie er heißt. Da bin ich dabei. Und dann 2 Jahre gebimst worden und danach hat man dann irgendwie seine, keine Ahnung, seinen Kräuterladen zu einem Konzern gemacht und ist So an die eine Börse Planke. und ist an die Börse gegangen und läuft heutzutage mit dem Anzug rum und spuckt auf alle Leute, die nicht 5-stellig im Monat netto kriegen. So, das ist Den einige Punkte, die uns in unsere Kommune wichtig sind, ist auch aus der Zeit übernommen. Unsere Ziele für die Kommune. Erstens eine Selbstversorgung soweit möglich. Wir wollen uns soweit möglich komplett autarke versorgen, also sowohl Obst und Gemüse. Autarke, ist das ein anderer Pilz wie der Shiitake-Pilz? Oder das ist doch rein vegetarisch, oder wie schaut das aus? Gemüse wie auch Tierzucht. Zweitens, Tierzucht. Also das müssen ja dann schon ordentlich viele Tiere sein, wenn da auch regelmäßig Fleisch gefuttert werden soll. Hm, Bei so vielen Leuten, wie er sich da vorstellt. ja, keine Weil ich Ahnung. weiß nicht, so eine Kuh, für wie viele Leute reicht es für wie lang?
Nicht besonders lang, Ich weiß würde ich nicht, jetzt ich weiß sagen. nicht, ob er weiß, dass er da auch, keine Ahnung, unterschiedliche Tiere braucht. Oder in seinem Kopf es einfach das Ja-Tier gibt, aus dem alles hergestellt wird, was in Rewe verkauft wird. Und das so eine eierlegende Wollmilchsau ist, weißt du, die er einfach anbauen kann. Reves beste Wahl. Ja, das könnte ich mir bei ihm echt vorstellen, ja. Aber ich finde es ja lustig, hier Selbstversorgung, Freikörperkultur, freie Liebe, nochmal freie Liebe, das Thema scheint ihm wichtig zu sein. Mhm. Und ganz ehrlich, die Selbstversorgung, die hat er da oben auch nur deswegen hingepackt, damit er nicht gleich mit den BIMS-Themen anfängt, weil er selber wahrscheinlich gecheckt hat, das könnte vielleicht irgendwie die Leute abschrecken, so wenn die merken, dass mir eigentlich nur um das Thema geht. Alles andere ist mir Ja, ich glaube, scheißegal. Selbstversorgung ist, glaube auch so ein Ding, weil er Angst hätte, zum Rewe fahren zu müssen, um einzukaufen. Nee, Angst hat er da nicht. Er hat keinen Bock drauf. Ne? Also die Selbstversorgung, die ist so, dass also die Leute versorgen ihn selbst. Ne? Ach so, ja, so Ja. kann man das auch sehen, natürlich. Dann muss er nicht extra zum Rewe meddeln, so, sondern die schmeißen ihm die gebratenen Hähnchen einfach ins fette Maul, wenn er die Schublade unten aufmacht. Ne? Freikörperkultur, FKK. Da wir einen eigenen Glauben innerhalb Hast du mal gesehen, wie ein Hippo gefüttert wird? Mhm. Ich Das glaube sieht so, voll cool aus, ich glaube wenn man so, da so einen Kürbis reinschmeißt. ich glaube, so stellt er das vor. Ja, er reißt die Fresse auf, so, der Unterkiefer wird ausgeklappt, die Schublade geht vor und die Leute kommen dann mit der Schubkarre und schieben, schieben ihn mit der Schaufel das hart erarbeitete Fressi in die Goschen. Ja, und die anderen essen erst mal 'ne Woche nix. Ja, nix, keine Ahnung, die können ja wie dieses komische Parasitenvieh bei Jabba irgendwie zwischen seinen Falten wohnen und ihm da die Läuse rausfressen. Ja, und abends Rainer inspiziert dann so die Zimmer und dann findet er irgendwie so die Verpackung von so 'nem Twix und dann rastet er völlig aus. Das ist dann so wie zu feudalen Zeiten im Mittelalter, so wenn du im Walde des Königs gewildert hast. So, ab mit dem Kopf. der Kommune haben, der stark mit der Natur und der Energie in und um uns verbunden ist, glauben wir auch, dass eine möglichst textilfreie Lebensweise gut ist und uns freier fühlen lässt. Dritte, freie Liebe, emotional. Freie Liebe, womit in diesem Zusammenhang kein Sex gemeint ist auf das Emotionale bezogen. Das bedeutet, egal ob zwei Männer, zwei Frauen oder Mann und Frau in einer Beziehung sind, aber auch auf die polyamore Liebe bezogen. Das bedeutet, wen mehrere in einer Partnerschaft leben. Ich selbst bin polyamor, auch wen ich derzeit keine Partner habe. Ja, dann bist du's nicht. Meine Das Güte. ist eher Monoamor. Ja, genau. Und das war immer und das wird auch immer bleiben. Obwohl, Polyamor, rechte Hand, linke Hand, ne? Ja, gleichzeitig aber, gell? Du Ja, weißt, eine muss zurückdrücken. und eine ganze Schublade voll Luans. Ah, Gott. Und die werden dann jeden 2. Mittwoch im Monat mal gereinigt. Ja, aber auch erst, wenn die Kommune da ist, weil selber reinigen findet nicht statt. Das hat der aber da keinen Bock drauf. Die Luanreinigung, die wird dann einer aus der Kommune übernehmen müssen. Ach Gott. Also, dann kannst du dich entscheiden. 8 Stunden auf dem Feld arbeiten oder die Sammlung da reinigen. Ich arbeite auf dem Feld. Ja. Ja, ich auch. Ich helfe dir. 4. Freie Liebe, körperlich. Sex ist ein wichtiger Bestandteil im Leben, nicht nur bei Menschen, auch bei anderen Lebewesen. Ja, Reini, aber nicht untereinander. Meine Güte, nicht speziesübergreifend, so wie er sich's wahrscheinlich wieder vorstellt. Mit dem Speziesübergreifen. Das ist auch wieder so ein Klassiker im Drachengame ist. Rainer hat so viel hanebüchene Scheiße verzapft, dass die weniger hanebüchene Scheiße, die aber für jemanden Normalen immer noch vollkommen drüber wäre, oft unter den Tisch fällt. Ne? Bestes Beispiel, große Wassertiere.
große Wassertiere sind das Beispiel, das immer rausgeholt wird. Es wird vollkommen ignoriert, dass er 5 Sekunden davor gesagt hat, dass er Pferde ficken will. Aber aber große Wassertiere sind es einfach. Ne? Ich finde, das Schlimme an der Pferdeaussage war ja, oder allgemein an dieser Aussage, war ja, ähm, mit welchem Tier hättest du gerne Geschlechtsverkehr? Also wäre mit keinem eine völlig akzeptable Antwort gewesen. Nein, das wäre nicht eine völlig akzeptable Antwort gewesen, sondern das wäre die einzig akzeptable Antwort gewesen. Ja, klar. Aber du weißt, wie ich das meine. Er wurde ja nicht gefragt, hättest du lieber. Alter, ich muss schon wieder aufpassen, nicht, dass mein Fenster offen ist. Aber es ist gut, jetzt wird es Winter, das Fenster nicht mehr so oft offen. Ja, genau. Er wurde nicht gefragt, hättest du lieber mit einer Kuh oder mit einem Pferd Sex? Und du musst dir jetzt eins aussuchen. Okay, aber wenn du gefragt Und wirst, sogar auch dann hätte man sagen können, weder noch, weil ich nicht komplett bescheuert bin. Ne? ja, aber wenn das so eine Frage ist, wo man halt irgendwie einem eine unangenehme Antwort rauspressen will, wie, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ich will jetzt nichts krass Ekliges Ja, sagen. keine Ahnung, Ja, Fuck, Kiss, Kill. Ne? genau, Ja. oder ja. Er hätte auch einfach sagen können, mit keinem Tier. Ja. Aber da siehst du, da stimmt halt schon wieder einiges nicht. Und es kam dadurch raus. Der arme Blue. Ja. Dass der mit. Und haben wir darüber mal geredet? Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum Rainer dieses Pferd nie in einem Video gezeigt hat. Also, dass der mal irgendwie mit dem Pferd zusammen ein Video gemacht hat. Weil das hat sich ja bestimmt streicheln lassen oder so. Hat er doch. Das, Das ist mein Pferd, der Ja. Blue. ja, aber das war ja das Einzige. Ja, Da, wo der Parabelritter dabei war. natürlich. Nee, das mit dem. Das ist mein Pferd, der Blue, das war lange vor dem Parabelritter. Achso, ja, stimmt. Aber ja, das war das Einzige, aber das war halt auch. Reini hat gedacht, mit so einem Pferd, wenn ich flexe, so dann kommen die Mullen angeflogen, wie die Vögel im Frühjahr und dann knickknack. Ne? Hier, das Pferd hat er gemeint, wäre ein Pussy-Magnet und als sich das nicht als solcher herausgestellt hat, dann war es ihm wieder scheißegal, das Pferd, dann hat es verhungern lassen. Genauso wie mit den Ja. Hamstern. Das war genau dieselbe Scheiße. Genau. Aber da so wirklich nicht mal mit dem Pferd. Also ein Pferd ist ja jetzt schon was krasseres wie jetzt ein Hamster oder eine Katze oder ein Hund. Also, dass er da mal irgendwie näher rangegangen ist, das so gefüttert hat und das gefilmt hat oder so. Jetzt reiten will ich dem Pferd jetzt nicht zumuten, aber Ja, es war auch schon ein altes also, Pferd. keine Ahnung. Aber Ja. die Sache ist halt auch die. Gerade für so alte Pferde gibt es ja auch so Gnadenhöfe. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Es gibt da wirklich, die haben in Deutschland und in Österreich, im ganzen deutschsprachigen Raum so Höfe, wo die halt auch so Tiere aufnehmen, die halt irgendwie ansonsten irgendwie gekillt worden wären, weil die für die Zucht nicht geeignet sind, weil die irgendwelche Verformungen haben oder keine Ahnung. Und da hätte man das Pferd easy hingeben können. Aber weder er noch seine missratene Mutter sind auf diese Idee gekommen, so hey, weißt du was, dann bringen wir das Pferd vielleicht auf so einen Gnadenhof, da wird es gefüttert und da kommen Leute mit ihren Kindern, die Kinder streicheln das, da hat es noch einen schönen Lebensabend. Nee, da steht auf der Wiese, soll das Gras fressen, das wird schon irgendwann verrecken, dann ist es nicht mehr mein Problem. Das war das, was dieses Packvolk von Winklers Sippe, er und seine missratene, nichtsnutzige Mutter beide gedacht haben und da kotzt es mich schon wieder an einfach. Ja, also da muss sich ja wirklich irgendjemand anders komplett um das Pferd gekümmert haben, weil das war ja nur eine Wiese oder war da auch irgendwie so ein Unterstand oder ein Stall? Nee, so Weil ein das kleiner Pferd hat Stall, doch, so ein kleiner Stall war da schon. okay, also das Pferd konnte sich unterstellen und so. Ja, aber um Okay. den Stall hat man sich halt genauso gut gekümmert wie um das Pferd und ich möchte nicht wissen, wie da der Regen und der Schnee und der Wind reingeschissen haben. Also schön war das da gewiss nicht für das Tier und das hat die letzten Jahre wahrscheinlich keinen schönen Lebensabend gehabt. Ja. In unserer Gemeinde wie auch unserem Glauben streben wir nach Harmonie und daher ist das Geschlecht egal. Auch spielt es für uns keine Rolle, was die sexuellen Vorlieben angeht. Thema ist: Spaß macht, was gefällt. 5. offene Gespräche
Für eine gute Gemeinde ist ein offener Umgang miteinander wichtig. Für uns ist wichtig, dass man, egal über welches Thema, man offen darüber sprechen kann. Ob Liebe, Sex, Politik. Man kann offen drüber sprechen, aber sein Wort ist Gesetz und wenn man mit ihm nicht einer Meinung ist, dann fliegt der Bannhammer. Ja, Liebe, Sex und Politik. Es sind auch wieder 3 Sachen, von denen er ja keine Ahnung hat. Null. Liebe gebe ich ihm, da hat er Ahnung, er liebt sehr intensiv sich selbst und sonst niemanden, aber ich meine, Politik. wer es macht, dass er wirklich dann das Poster drucken lässt, wo die eigene kreisliche Larven drauf ist und sich die selber an die Wand übers Bett hängt, so der hat schon irgendwie, ne? Ja, Ein das kleines ist Narzissmusproblem. auf die Idee würde ich niemals kommen, Bilder von mir selbst an die Wand zu pinnen. Oder Poster halt. Also, Das ist nee. wild, oder? Oder T-Shirts drucken. T-Shirter. Oder unser Glaube. Dabei ist es aber auch wichtig zu akzentuieren, wen jemand andere Meinung ist und vor allem zu akzeptieren, wen jemand nicht über etwas oder mit jemandem reden möchte. 6. Gemeinschaftssinn, eine Kommune. Besonders wenn man frei im Körper, Geist und Seele sein will, ist ein gutes Miteinander wichtig. Man sollte immer bereit Hier hat die KI wieder deutlich gezeigt, dass Zeichensetzung ein Hater ist. sein, einander zu helfen. Das ist gerade auch bei Selbstversorgung wichtig. Nein. 7. Private Zeit. Natürlich benötigt auch jeder mal Zeit für sich selbst. Deswegen sollte sich jeder auch mal Zeit für sich selbst nehmen und andere das akzentuieren. Akzentuieren, ey. Ach, das hat er jetzt zum 2. Mal eingebaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist vielleicht das Autokorrektur oder keine Ahnung. Ja, Vielleicht hat er es aber echt auf dem Handy geschrieben. die Zeit für einen selbst, die hat er ja auch schon sehr oft erwähnt, gell? Diese 5 bis 10 Minuten mehrmals am Tag. Ja, ja. Also reicht für ein Login. Aber Es stehen genügend Computer und Hamster-Accounts zur Verfügung. ja, auf jeden Fall. Boah, ich würde da nicht reingehen in dieses PC-Zimmer, wenn Reini davor da drin war. Dann weiß ich Nee, genau, die Maus ist auf der falschen Seite. das sieht ja so aus wie in der South Park-Folge, wo das Internet weg ist und wo dann Randy sich nachts in den einzigen Raum Ach schleicht, wo Gott, das ja. Internet, so sieht's dann da aus. Aber der Internet-Porno-Simulator, der war halt schon wild. Wo dann diese Strichmännchen gezeichnet werden. Du weißt, was ich meine, Ja, gell? ich weiß, was du meinst. Brasilianischer Furzporno. Und dann einfach so ein Strichmännchen mit so einem Obstkorb auf dem Kopf. Das hat mich gekillt damals. Ja, die Verzweiflung, hä? Äh, Na gut. Ich glaube, wir sind ja. hier an einem guten Punkt, um einen weiteren Cut zu machen. Das ist wieder eine knappe Stunde jetzt gerade, die wir aufgenommen haben und du musst ja eh weiter meddeln, oder? Und wir sind am Ja, Ende von genau. einem von diesen Dingen. Die nächste Überschrift ist hier Standort der Kommune. Wir haben uns ganze 10 Minuten vom fast genau auf die Sekunde 10 Minuten vom Original Video behandelt. Es ist halt wirklich schlimm. Man kann halt so viel dazu sagen. Ja, Und schon. ich würde jetzt mal behaupten, wir sind nicht in irgendwelche krassen privaten Themen abgeschmiert, wie letztes Mal. Selten. Mit Gaming und Filme und so weiter. Ja. Na gut. Gut. Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video dauert nicht so lange zum Überprüfen, aber ich habe so viele wilde Tags reingeschmissen, dass wahrscheinlich eh gelb wird. So die Monetarisierung kann ich mir in der Kimme verreiben. Tut nicht, was Rainer tut, und das letzte Wort hat mein sehr geehrter Gast. Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und war wie immer sehr witzig. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und lasst dem guten Mann gern Abos da, gern Kommentare und auch ein Like. Bis zum nächsten Mal. Mad Love.